Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, das Luau gestern war leider kein großer Erfolg, also beziehungsweise vorgestern die Episode, aber vom Tag her gestern. Das war jetzt leider nicht die große Episode, fast nächste Jahr achten wir einfach drauf, dass wir, wenn möglich, durch schon einen Stall haben, wo wir Ziegemilch produziert haben mit sehr glücklichen Ziege. So, Tomateernte, Feld A und Peperoni. So, allmählich kommt wieder Geld in die Kasse. So. Unser Hinkler rennt auch schon rum. Und gut wird's auf jeden Fall auch sein. Hey, wie, du gehst jetzt hier rein? Ah, na, Gertrud. Neugieriges, närrisches Hinkel. So. Dann müssen wir der auflassen, dass die Gertrud... Ich hoffe, die Gertrud pickt und setzt die Melone weg. Sonst wäre ich ein bisschen stinkig. Geh fort, Gertrud. ich gieß dich mit. Gnadenlos. Anna. Wo sie sich hier hockt. Gibt's dann das Hinkel hier auf dem Feld. So. Okay, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Wasser. So, aber die Gertrud, die scheuche ich dann erstmal wieder hier vom Feld runter. Da hat sie nämlich nichts zu suchen. In meinem anderen Spielstand ist mir das nicht passiert, dass die Viecher hier wirklich auf die Felder sind. Gertrud, kehrt Marsch. Gertrud, andere Richtung. Gehst du wohl. Willst du braves Hinkel sein? Ah, hier ist es ja leid. Wird anscheinend kein braves, sondern ein närrisches Hinkel sein, wie es aussieht. Na gut. Damit muss man rechnen. So. Die wilde Saat wird auch bald gut sein. Dann können wir hier den Rest mit Mais aufpflanzen und aufstocken. So. Gut. Ich hoffe, die hat sich mittlerweile hier wegbewegt. Da hockt sie als noch. Da thronen sie wie der Kaiser hier. Solange sie mir meine Früchte oder mein Gemüse hier nicht wegpickt, soll mir das recht sein. Trotzdem habe ich die Hinkler nicht so gern hier auf meine Felder drauf. Ah, die Sonnenblume ist auch mittlerweile gut. So. Okay. Dann schauen wir mal. Jawohl, Endsonnenblume, Saat, Hämmer. Aber bevor wir das machen, so, holen wir uns noch hier einen Dünger. Holen wir uns auf jeden Fall noch einen Dünger. Ich glaube, einer braucht man nur, ne? Ne, 2 Harz brauchen wir dafür. Hoppla, Truhe zusammengeschlagen. So, vor lauter Randale hier. Gut, wir heben außerdem noch 5 Qualitätstomate und 5 normale Tomate auf. Der Rest kann rein. Dann kann mein Hopfer auf jeden Fall hier noch hier. Dann ist das nämlich auch wieder symmetrisch. Gott sei Dank ist das symmetrisch. So, Hopfer, rein mit dir. Und ansonsten wächst du mal Mais, genau. Da habe ich ja gesagt, da mache ich ja so ein Mixfeld draus. So. Okay. Gut, schon noch den Überblick verliere. Radiesler sollen daneben wieder 24 Stück rein. Da kümmern wir uns heute noch drum. Da müssen wir jetzt auch aufpassen, wie wir das machen. Dann mache ich am besten die Reihe hier fertig, dann weiß ich ja, wo ich aufgehört habe. So. Sehr schön. Die kommen mittlerweile ziemlich gut hier, die Dinger. Gut, Servus Leberwurst. Hier machen wir mal dicht. Und Ei ist für der Alex für den Geburtstag. So. Das Ei kommt da hier. Ei ist wie gesagt für der Alex. So, na, Leberwurst. Da lässt sich nämlich streicheln. Und ansonsten ist in der Höhle was. Jawohl, eine Brombeere. Okay.
Gut, dann müssen wir hier nochmal lang. Und da hier. Ja, ein Brunnen wäre wirklich nicht verkehrt. Ich glaube, da sollte ich mich auch nochmal drum kümmern. Wenn ich hier alles gemacht und gegossen habe, sollte ich tatsächlich nochmal einfach nochmal zu Pierre, zu Alex und zu Robin und zu gucken, wie viel so ein Brunnen kostet. Wäre, glaube ich, nicht so das Verkehrteste. So. Okay. Ich zuck jedes Mal halber zusammen, wenn der Hund bellt. Du könntest mal die Gertrud vom Feld holen, Leverwurst. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Okay. So. Gut. Du, nein. Kehrt Marsch, Gertrud. Kehrt Marsch. Geh nicht in die Ecke. Du, närrisches Hinkel. Du rum. Die will mich ärgern heute. Okay. So, wobei. Wir heben noch eins von der Bäuermeister auf. Als Wiedergutmachung für das vermurkste Luau. Solange hier noch kein Weg ist, kann ich hier auch einfach mal so just for fun die Sonnenblumen abpflanzen noch einmal. So. Gott. Das kann ich, solange kein Weg hier ist, einfach nochmal so just for fun machen. Okay. Eine Sonnenblume für Hailey. Ich will einfach mal gucken, was mich so ein Brunnen kostet. Ansonsten müssen wir auf jeden Fall mit 30 Mais insgesamt auffüllen. Das heißt, 26 Mais bräuchten wir noch. Dann wäre unser großes Feld optimiert. Ups, so. Milchproduktion bräuchte Melone. Okay. Wir halten es mal im Hinterkopf, weil unsere Melone müssten morgen oder so gut sein. So. Wir machen erstmal hier. 24 Radiesler brauchen wir auf jeden Fall noch. Dafür muss das Geld 100%ig da sein. So, dann noch. Brauchen wir noch 15 Mais. Dann sind wir bei der 30. Perfekt. Okay. Jetzt sind wir frei. Ach, Sommerschmuck und Mohn nochmal zu machen. Du holen wir uns da tatsächlich erstmal 6 Mohn. So. Gut. Deinen Enkel will ich. Wenn ich den irgendwo finde. Der ist gerade nicht hier. Ah, der könnte schon beim Eisstand sein. Damit verdient er sich ein paar Kröte dazu. Und der Bäuermeister könnte vielleicht auch schon der Helm sein. Oder er lungert irgendwo in Geschäfte wieder rum. Nee, der Helm ist ja gerade nicht. Dann lungert er wieder irgendwo in den Geschäfte rum. Okay, Alex. Ja, der ist hier. Alex, das ist für dich. Das ist ja cool, danke. Ja, bitte. Was wird? Erstmal nix. Okay. Ah, Mist, der hat ja gar nicht heute Geburtstag. Ich Knödelkopf, der hat erst morgen Geburtstag. Egal, egal. So. Eisenerz haben wir auf jeden Fall noch dabei. Das ist auch nicht verkehrt. Und für die gute Hailey noch ein Lieblingsgeschenk. Ah, das mag ich am liebsten. Jetzt sind wir schon bei 4 Sterne, Herzle bei ihr. Ich freue mich, was Alex halt macht. Ach ja, siehst du, was er macht. Okay. Gut. Das haben wir jetzt alle schon gemacht. Der Bäuermeister müssten wir noch irgendwo finden. Wo auch immer der gerade rumlungert. Abigail geht gerade... Ach, wo hier? Okay, dann die hier. Ja, vor ihr sollte man vielleicht jetzt nicht in der Mülltonne rumflattern. Ah, die geht in die Kneipe. Motor. Okay. Ah, die trifft sich wahrscheinlich doch mit ihren Kumpels zum Zocker oder so. Okay, der Bäuermeister, der Bäuermeister. Wo ist er dann, der Lumpestrick? Da ist er nicht. Dann lungert er irgendwo anders wieder rum. Zur Not finde ich ihn halt oben in der Kneipe. So. Okay, der lungert wieder irgendwo anders rum. Aber ich finde halt oben bestimmt in der Kneipe. Gut, dann
werd erstmal Radiesel angepflanzt. Den Mais habe ich auch schon, wenn die Sommersaat gut ist. Und den Mohn kann ich irgendwo anders noch abpflanzen. Ups. Weißt du was? Es ist ja nur Mohn. Habe ich jetzt so... Jetzt habe ich auch noch zugemacht, ich Eumel. So. Dich will ich hier raus... Gertrud. Gertrud. Geh raus. Nee. Okay. Na gut, dann machen wir das ein bisschen anders hier. Du machen wir noch... 1, 2 und 3. Und 1, 2 und 3. Dann können wir nämlich hier noch den Mohn-Ei sehen. Aber wir brauchen noch Harz für den Dünger. So. Okay. 7 brauche ich insgesamt, weil dort drüber habe ich auf Feld schon aufgeben müssen. So, das Eisenerz machen wir mal dort hier. So, dann machen wir hier wenigstens mal ein bisschen Qualitätsmohn. Okay. Wie gesagt, solange hier noch kein kein Weg ist und Stäbe brauchen sowieso wieder so ein Weilchen, bis er geknackt sind. So kann ich noch den Dünger hier schmeißen. Die Radiesel kommen dann wieder durchs Feld. Oh, da ist sogar ein Radiesel noch entgangen. So, warte mal, da können wir jetzt tatsächlich hier auch noch einer herstellen. Tja. Gut, weiter wird gepflanzt, als weiter kräftig die Radiesel hinterher. Und wenn ich das Feld dann hab... viel Energie habe ich jetzt nicht mehr. Oh, yes, das ist ja leid. Muss ich mal das Radiesel vielleicht noch quetschen, aber das bringt so viel Geld, das Radiesel. So. Für 2 langt's noch, dann brauche ich wieder was anderes zum Essen. Damit ich meine Energie wieder aufpumpen kann. So, jetzt ist das Hinkel endlich wieder weg. So. Irgendwas anderes zu essen. Irgendwas anderes zu essen. Titum, 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 titum. Ja, komm. Lauch reicht mal eigentlich. Wobei, das Lach kann zurück. Ich hole mal wieder Grünalge, die müsste ausreichen. So, das Radiesel, bevor ich in Versuchung gerot. Ja, zwitschert wieder das Mollerei. Machen wir nämlich hier wieder raus, ne, dass die Hinkle so früh rauskommen. Und der Rest wird wieder gegossen. Ja, komm. Es muss funktionieren. 1, 2 und 3. Ja. Scheiße. Das war jetzt auch noch verschwendet. Hornochs. Ja, hechel du. Hechel du, Mol vor lauter Fred. Okay, wir holen uns immer so Grünalge. Für 2 Mogise reicht es auf jeden Fall noch. So. Gut. 1 und 2. Okay. Hauptsache die Felder stehen wieder. Dann dürften die Blaubeere auch bald gut sein. So. Das kommt dort rein. Ihr 2 Sachen kommen durch rein. Da füllen wir noch gerade ein bisschen auf. Machen das so und so. Können wir nämlich hier noch ein bisschen was brennen. Nicht brennen. Können wir ein bisschen was verhütten. So rum. Aber die Melonen dürften auch recht bald gut sein. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den Bäuermeister noch in der Stadt finden. Ich hoffe, der ist noch in der Kneipe unterwegs. Und für den Alex Moje gibt es ja noch ein Ei zum Geburtstag. So. Ja, ich müsste mir mal irgendwann auch mal einen Pferdestall zulegen, dann bin ich auch sehr viel schneller unterwegs. So, der ist für dich. Oh, das mag ich ja total gern. Dank, Shay. Dafür hat es jetzt auch ein Herzl gegeben. Gut. Ich glaube, Alex hat erst wirklich morgen Geburtstag. Ich habe es ja noch in der letzten Episode gesagt. Genau, das war Mani. Na, kann ich nicht mehr? Ja, genau. Alex hat morgen Geburtstag. Alla hopp. Gut, 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 gut. Ich denke, wenn wir jetzt ein bisschen Kohle zwischendurch hätten, kann ich mir noch Sommerschmuck kaufen. Die Saat. Und kann möglicherweise doch nochmal an der Ränder ein bisschen anlegen. Aber so wichtig ist das Zeug jetzt nicht. Ach, nicht wirklich. Das soll ich mir dann aber aufheben, eher das Zeug.
So, ja, großartig können wir jetzt auch nichts mehr machen. Die Saat heben wir auf, bis die Sammelfrüchte in dem großen Beet fertig sind. Und ansonsten geht es jetzt in die Falle wieder. Wie sieht es denn morgen aus? Laut Wetterbericht Blitz und Donner morgen. Das finde ich gut. Blitz und Donner finde ich super. Da muss ich nämlich die ganze Sache nicht gießen. Ah, schä. Das gibt wieder gute Ausbeute. Schönes Geräusch. Was heißt zwar morgen? Klar und sonnig haben wir es wieder. Alle hopp. Gut, die Hinkle werden dann Anime aus dem Stall raus wollen. So, Hauptsache alles kurz und klägschlacher. Gertrud geht's wieder gut, dem närrische Hinkel. Und der Gudrun geht's auch gut soweit. Alle hopp. So, Gieße müssen wir heute nicht. Der Hund braucht auch nichts. Gestreichelt ist der Hund außerdem auch noch. Die Fledermais hinterlassen uns mal wieder nichts. Gibt's was zur Ernte? Die Blaubeere sind noch nicht bereit. Hopfer und Mais ist auch nicht. Hier ist Hopfer und Mais verloren. Die wilde Saat, die ist auch noch am Wachsen. Und der Mohn kommt. Aber genauso die Melone. Ja, da sollten wir uns demnächst mal wieder Melone holen. Mani wollte ja welche haben. Ansonsten, wir haben, ja, die 5 brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir fürs Gemeindezentrum. Die können weg. Und die können alle weg, bis auf Melon für Mani. Das ist doch super Ausbeute. Also ich glaube, morgen haben wir richtig gut was am Start. Jetzt habe ich das Ei fortgeschmissen. So. Dann gehen wir erstmal die gute Mani besuchen. Wir laden noch unser Gießkann auf. Dann gehen wir die gute Mani besuchen. Und schlagen noch ein bisschen Holz und brechen noch ein paar Stäbe. Und machen noch ein bisschen weiter an unsere Beete hier rum. So, der ganze Käse kann jetzt auch fort. So. Weg damit. So, ein bisschen kann man ja die Wege frei halten hier, ach. So. Na, komm schon. Okay, das sieht doch soweit ganz in Ordnung aus. Dann können wir uns später darum noch kümmern. So, zuerst zum Mani. Dann suchen wir eine gute Alex auf. Und dann geben wir die Qualitätsmelone ab. Ah, okay, die haben ja schon 9 auf. Ja, dann gehen wir auf dem Rückweg bei ihr vorbei. Dann suchen wir uns zuerst mal Alex. Der wird bei Regenwetter wahrscheinlich kein Eis verkaufen draußen, sondern wird wahrscheinlich bei seinen Großeltern im Haus zu finden sein. Ja, bei Pierre kann ich auch schon mal die... Ja, die machen auch erst um 9 auf. Das sind alles so... Ach Gott, ja. Wenigstens er ist schon da. Oh, es hat mein Geburtstag, stimmt wohl. Dankeschön, das ist ja nett. 2 Herzen habe ich immer hier gekriegt. Ich rieche Grillparty. Gut, gut. So, mein Lieblingsfranzos. Ich hätte gerne noch 24 Melone-Saatkafe, wenn das drin ist. Ist locker drin. Okay. Brauchen 12 Tage. Das heißt, am 25. habe ich nochmal Ernte, mit der ich rechnen kann. Dann erstmal wieder hoch. Zum Gemeindezentrum. Da kann ich wenigstens heute auch noch mal Melone abpflanzen wieder. Aber die geben auf jeden Fall richtig gut Geld, die Melone. So, Nutzpflanzenqualität. Genau, das sind wir. Dann warten wir noch, bis wir gute Qualitätsmais haben. Dann läuft die Geschichte. Sehr gut. Dann also wieder kehrt Marsch. Wenn wir wieder auf dem Hof angekommen sind, könnte ich auch noch mal den Weg noch runtergehen Richtung Robin. Und ich gucke einfach mal vorbei, was so ein Brunnen kostet. Ich nehme dann auch noch ein paar Materialien mit, wie Stäh, Holz und so Zeug. Dann gucken wir mal, ob wir uns nicht möglicherweise noch einen Brunnen basteln können. So, Mani. Die ist da.
Ja, das ist für dich. Ah, ich habe noch was, neue Errungenschaft oder was kriegt. Hey, also hast du mal so gesehen, dein Aushang? Ich weiß es wirklich zu schätzen. Herz, jede Bezahlung wie versprochen. Okay, du sind auch die Bäuemeister-Shorts, die wir noch brauchen. Und 750 dicke Eier haben wir auch noch gekriegt. Sehr schön. Gut, dann werden jetzt noch ein paar Stäge gebrochen. Ja, bei exakt 2000 Gold sind wir wieder so allmählich. Kriegen wir wieder ein bisschen was in die Kasse. Das sollten wir auch definitiv ausnutzen. Dass wir hier einfach noch ein bisschen Geld haben zum Ausgeben wieder. So. Kommt auf jeden Fall zu mir alles. Und dann gehen wir da noch aber rum. Sollten da noch ein bisschen was schlagen. Und hier noch ein bisschen was brechen. Sehr schön. Ja, es wird allmählich. Es wird allmählich wieder. Das ist am Anfang nur so die 10-Tage-Schlappe, könnte man sagen. Da muss man dann erstmal wieder auf gute Ergebnisse kommen. Sich erstmal wieder hochwirtschaften. Und dann wird es auch wieder was. Ich denke, im Herbst haben wir auch den signifikanten Vorteil gegenüber dem Wechsel Frühling auf Sommer, dass wir halt einfach noch ein großes, fettes Maisfeld haben, was wir weiter hier abernten können und so auch schon sehr früh noch irgendwelche Einnahmen finden. Also, das ist schon mal ein riesen Vorteil im Vergleich zu Frühling auf Sommer, dass wir hier noch ein paar Nutzpflanzen haben. So. Ja, ein bisschen was haben wir wieder. Aber ich glaube, gerade was die Stärke angeht, sollte man noch ein bisschen was holen. Erst noch hier. Allzu spät sollte es auch nicht werden. So. Hier. Okay. Na, so. Gut, mit 25 Stäbe bewaffnet haben wir zumindest mal einen Anfang. Du ist noch Ahornsirup. Und da haben wir noch ein bisschen Kiefernteer. Hier haben wir noch ein Mayo. Perfekt. Dann sollte man gerade mal gucken, was wir so im Budget noch drin haben. Bisschen Holz, bisschen Stähhämmer. Ja, das Zeug sollte man noch hier reinschmeißen, wo es hier gehört. Das Harz genauso. Und hier noch. Dann können wir das verkaufen. Das kommt noch hier, wo es hin muss. Und hier wird noch fleißig gepflanzt. Unseren Dünger können wir ja nach wie vor in Anspruch nehmen. Finde ich auch sehr gut so. So, super. Dann ist alles im Trockenen. Beziehungsweise eigentlich alles im Nasse. Und dann gehen wir zu Robin. Horchen uns mal an, was die uns zur Sache hat. Ja, demnächst könnte ich auch tatsächlich die Axterweiterung und die Spitzhacke-Erweiterung in Betracht ziehen. Ja, ich habe doch gewusst, dass ich die Hacke hier gebrauchen könnte. Ja, nur ein bisschen Lehm, aber Lehm ist auch nie verkehrt. Ja, hier ist auch noch was. Hier gucken auch noch die rege Würmchen raus. Und dafür haben wir gleich eine Bucht gefunden. Na alla. So. Robin. Wie sieht's dann aus? Erstmal die Hausverbesserung an, mal gucken. 10.000 Gold und 450 Holz. Interessiert wäre ich, aber ich hab's leider nicht. Wie sieht's dann aus mit Brunne? 75 Stähe und 1000 Gold. Okay. 350 und 150 und 6000. Ja, im Stall sollte ich auch mal bald arbeiten. Aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach noch ein bisschen in die Mine rein. Und organisieren uns so einfach noch ein bisschen was. Ja, Petzer die Weitrauberei. Und organisieren uns einfach so noch ein bisschen Stäh. Dass wir zwar heute nicht die Brunnen bauen können, aber wir können uns dann in der nächsten Episode die Brunnen bauen. So. Hoppala. Wo ist denn jetzt mein dappischer Hammer? Hier. Na, so. Gut, auf euch habe ich auch gewartet. Jetzt kommen nämlich diese Geisterlein. So.
Und die sind schon nicht verkehrt, weil die hinterlassen was wir gut gebrauchen können. Hoppla. So, Holzhammer. Komm her, du. Genau, die Solaressenz. Das sind Sachen, die können wir später sehr gut gebrauchen. Also sollten wir von den Geisterlein so viel erledigen, wie wir können. So. Und hier brechen wir ansonsten einfach noch ein paar Stäbe. Ich habe jetzt hier nicht das Bedürfnis, so tief wie möglich in die Mine vorzudringen heute. Sondern mein Bedürfnis ist tatsächlich auf 75 Stäbe ausgerichtet. So. Also weiter, weiter, weiter. So. Und Gegner vernichten kann ja auch nicht so verkehrt sein. So. Gut. Komm schon. Okay, du Gelee. Dann komm mal her, du. Widerling. Gut, ein bisschen Schleim kann auch nicht schaden. Ah, Omnigeode. Da können sehr schöne Sachen drin sein in der Omnigeode. Okay, 25 Stäbe bräuchten wir allerdings noch. Da sehe ich heute eher weniger Glück, um ehrlich zu sein. Wenn ich mir das so angucke, wie meine Energie jetzt schon aussieht. So, hoppla. Das sind noch gleich wieder so 2 Butzenickel. Lass mir mal gut sein. Da kommen wir leider nicht rein in solche Öffnungen. Und da ist wieder so Gelee. Und Geist ist auch wieder da. Sehr schön. So. Komm her, du. Geistrian. Okay, warte. Haben wir gleich. Sehr gut. Okay, 56 Hämmer. Anstelle. Hoppala. Gut. Ja, hier ist, glaube ich, nichts Großes mehr zu gewinnen. Naja, mit viel Glück kommen wir ja noch auf die 55 runter, aber ich glaube es eher nicht, um ehrlich zu sein, dass wir auf die 55 runterkommen. Aber wenigstens diese Geisterlein haben noch ein paar schöne Sachen für uns. Schauen wir einfach mal, wie wir halt tief kommen in der Mine. Ja, Stockwerk sollte vielleicht noch machbar sein. Komm her, du. Komm her, du. Ah, Motor. Amethyst gibt's auch noch. Haben wir wieder ein schönes Geschenk für Abby. Hier kommen wir auch durch. Das sind ein paar große Stellen. Sehr schön. Okay, jetzt sind wir bei 70. Also komm. Es sollte machbar sein, jetzt noch die 4 Stellen irgendwo zu finden. Und möglicherweise auch noch einen Weg nach unten zu finden. So. Komm schon. So hoch sind die Ansprüche jetzt auch nicht. 2 Stäbe und eine Treppe nach unten. Mehr verlange ich gerade gar nicht. Ich habe offensichtlich wirklich sehr bescheidene sehr bescheidene Wünsche. Endstäbe haben wir zumindest schon mal gefunden. Das scheinen die Männler für uns gemacht zu haben. Die kleine Putze-Männler. Und Endstäbe brauche ich noch. Perfekt, perfekt. Mehr wollte ich doch gar nicht. Mehr wollte ich doch gar nicht. 5 Stockwerke wieder tiefer. Ja, 24 Hämmer. Und ansonsten können wir morgen, beziehungsweise bei der Episode übermorgen, können wir dann einen Brunnen bauen lassen. Brauchen wir ja nur 75 Stäbe und 1000 Gold. Die werden wir auf jeden Fall zur Verfügung haben. Dann müssen wir jetzt nämlich nicht mehr ewig rennen für die westliche Felder zu bewirtschaften. Und können dann dort in die Richtung eigentlich auch theoretisch neue Felder anlegen. Da hätte ich ganz gern Platz für den Stall. Aber in die Richtung könnte man dann theoretisch auch Felder anlegen. Das heißt hier der Brunnen hier. Da hätte man nämlich auch das Areal nochmal gespart. Und ja, da können dann auch Bäume wachsen. Das ist kein Problem. Aber hier könnte man theoretisch den Brunnen hier machen und dann hier Richtung Gewächshaus weiter expandieren. Finde ich persönlich nicht schlecht. Okay, und die rechtliche Stelle nutzen wir dann für ich glaube, da haben wir den Zaun, genau. Aber für die Feldwege können wir dann die Stelle auch nutzen. Okay, okay. Sieht doch gut aus soweit.
So, weil ich jetzt für heute dann auch die Aufnahme erstmal beende, machen wir es auch erstmal so, dass ich die Stähe drin behalte in meinem Inventar, damit ich das nicht vergesse. Weil, wie gesagt, das war für heute erstmal die letzte Aufnahme. Der Amethyst behalte ich auch drin, damit ich Abigail nicht vergesse, dass ich deren Arme wieder was schenke. So, ja, auf 99 Schleim kommen wir aber weitem noch nicht. Oh, da haben wir das erste Golderz tatsächlich bei so einem Gespenst gefunden. Solaressenz. Ich glaube, Kristallfrucht habe ich tatsächlich schon... Ja, habe ich tatsächlich schon gegeben. Dann kann die hier rein. Die gefrorene Geode wird morgen geöffnet, genauso wie die gute Omni-Geode. Und da das heute die letzte Aufnahme ist, die Sache, ich gehe jetzt gleich hier in die Koje. Da ist erstmal nichts mehr bis zu Sams Geburtstag. Und mache dann so einen sauberen Cut. Ach du liebe Zeit. Interessant. Hofarbeitsstufe Silber, Gießkanneneffektivität und Hackereffektivität. Webstuhl haben wir gelernt und Hydrogel. Ich glaube, mit Qualität sogar. Ich glaube, dafür brauchen wir dann Lehm und Steine, um das herzustellen. Und wenn man das Qualitätshydrogel herstellt, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ein Feld, was dort mit gedüngt worden ist, bewässert bleibt. Also das ist schon nicht schlecht. Aber das schöne Geräusch hat es gemacht, weil die Melone uns 6025 Gold eingebraucht haben. Das war eine richtig geile Ernte. Ansonsten würde ich sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder, und zwar exakt an der Stelle hier zu Let's Play Stardew Valley, wo es dann weitergeht und wir uns dann Brunnen bauen lassen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.